Morgen, Kinder. Ich begrüße euch zum 4. Teil unserer kleinen Serie Wir bauen uns ein Lied, wie Setten des Seils. Seht hier den Sequenzer mit den 2 Spuren, die wir gestern aufgenommen haben. Ein Sequenzer ist ein Äquivalent. Ist sowas ähnliches wie eine Tonbandmaschine. Man kann damit Audio aufnehmen und andere Sachen. Ich habe euch gestern ja schon von dieser Teufelskiste erzählt. Das Ding ist ein Simulationsamp. Also das ist ein digitales Gerät, was Gitarrenverstärker und Bassverstärker nachklingen lassen kann. Das klingt fast so wie das Original. Manche sagen wie das Original. Man kann da echt lustige Sachen mitmachen. Los! Aus! Oh, Menno. Okay, dann legen wir mal los mit den Gitarren. Ich fange jetzt mit einer relativ unverzerrten Gitarre an für den Vers und für den Pre-Chorus-Teil. So, für den Pre-Chorus nehme ich jetzt eine andere Gitarre, die ein bisschen stärker verzerrt ist und die spielt im Grunde genommen nur die Akkorde mit. So, jetzt nehme ich nochmal dieselbe Gitarre, diesmal ist die richtig verzerrt und damit spiele ich im Refrain wieder die Akkorde mit, damit das Ganze ein bisschen Fund bekommt. Die Gitarren für den Zwischenteil habe ich schon eingespielt. Ich habe jetzt wieder mal die Gitarre gewechselt, weil es gibt in dem Zwischenteil, zwischen den gesungenen Teilen, gibt es noch eine Melodie von der Gitarre. Die ist auch wieder ordentlich verzerrt. Achtet mal drauf, ihr hört es mit Sicherheit. Ich wollte schon immer in meinem Leben ein zweistimmiges Gitarrensolo spielen. So wie Groover das in ihren besten Zeiten auch gemacht haben. Und deswegen habe ich mir hier das Ende ausgesucht, bei dem ich jetzt auch ein zweistimmiges Solo spiele. Ich spiele erst die erste Stimme ein und danach die zweite. Okay, jetzt kommt die zweite Stimme oben drüber. Das war es auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Die Gitarren sind jetzt aufgenommen. Dann machen wir uns morgen an den Gesang. Bleibt gesund und dann bis morgen. Alle Bärs.